Wunderschön. Ik freue mich ook dat ik dat woord brengen kan. Weil mir viel mag ja hier aus für ein paar Wegen, dann der ich auf Portugies, dann flott ich ein bisschen da, wenn ich auf eine andere Sprache soll, aber das schaffe ich. Und dann kann ich eine Predigt bringen, was ich hier gebracht habe. Das wird mir dann ein bisschen leichter, dann kann ich das Thema auch ein bisschen besser, aber das wird wirklich schön in den 3 Sastieren, wo Arno in die Kirche ist. Eine Sonntag so over kan ik te predigen. En later hadden we nog de gelegenheid in meer andere kerken te predigen en te reden van wat God deed. En de mensen, die stonden aan voor het land. Je kennen weten, wie als kerk zijn gedreigd van mensen, wat niet mal plaats kennen. Die stonden aan voor deze kerk, wenn ze vrij zich te zijn wat God hier deed. So, dat we wirklich zijn in verschillende kerken aan de kinderen, die we al weer meester hinander. Wanneer eerst jeder Sonntag, ein Sonntag, wie wir ab 3 Gottesdienste, dann wir als grote kummelmäßig mehr, aber Kinder, die haben danach schon andere Zeit. Aber das ging schön. Wir können viele Menschen treffen in die paar Wege, was wir durchführen, und wir sie sehen. Und ich will von dir auch wieder merken, mit dort, wo ich vorweg träg abgehört. Vorweg träg, dann rede ich von der Apostelgeschichte. En hij had het boek ganz sterk studiert. En voor mij is de Apostelgeschichte een boek wat voor mij immer sehr persönlich geredet hat. Wenn ich die Apostelgeschichte lese, diese 28 Kapitel, wo das Buch hat, dann fühle ich mich, als wenn ich du einer von denen sie. Dus wenn ich du mit ran und ich, dann auf einmal, dann wird Paulus im Gefängnis nähergebracht und dann, einer weiß ja dann, wo das utkommen wird, wenn sie die Geschichte kennt, aber dann regt sich das hart ab. Und dann, dann war ein Wunder, dann kommt das nächste. Und das jetzt scheint zu sein, wo viel Leben, wo viel Kraft und wo viel Macht du in dieser Kirche wir und wo der Herr Jesus umschaffen wir. Und einige Menschen sagen, viel, Wort einmal von geredet, das Buch soll nicht Apostelgeschichte heißen, das soll die Geschichte vom Heiligen Jesus heißen. Wenn es dort ist, wo das Resultat ist. Das ist die Geschichte, wo der Heilige Jesus kommen wird und wo der wirken wird und wo die Sache ändert. So, von der will ich von einem Part, von der Apostelgeschichte, wo wir noch viel mehr reden können, aber ich will von einem Ding reden, was in der Apostelgeschichte passiert ist. Und dort ist ein Ding, was dat so merkt, dass das Buch so ist, als das ist. Und dort ist Gehorsam sein. Einfach Gehorsam. Dort ist, was das Buch so kraftvoll merkt, in der Geschichte, dass die so sind, als sie sind. Das ganze Buch ist, wenn der Herr jetzt erst kommt, dann will ich anfangen zu reden. Und dann will ich anfangen zu sein. Dann wird das anfangen. Und das passiert so. Der Herr Jesus kommt und der fängt an zu reden. Und da wird sich auch alle wunderbar gefällt haben. Aber gleich wie die Jünger, wo nicht auch noch mal Sachen gefällt haben, hey, soll ich nicht? Erst von der Zeit, soll ich so sehr reden, soll ich so brav reden, soll ich so von Jesus reden? Paulus sagt, einer steht selbst. Als er war, soll predigen und sagt zu Gott, du in der Apostelgeschichte sagt er, aber hey, ich wie der Mensch, was der Christus alle dood merken deed, nu soll ich ohne den reden. Paulus, die fragt sich selbst. Und weißt du, was Gott sagt? Go und predigt. Und was hat Paulus, wenn Gott sagt, go und predigt? Er geht und predigt. Er deed das. Er ist gehorsam. All Jesus sagt, in Lukas 6, Vers 22, oder was immer, in Lukas 6, Vers 46 sagt Jesus, wat houdt je dat je mij haar zei en niet doen wat ik je zei? Wat houdt je dat wanneer je mij haar zei, maar trotzdem niet dat doen wat ik je zei? Wat betekent dat woord haar? Dat woord haar, dat is dat hij fair zijn wordt. Dat hij de haar is, dat hij alles zijn kan. En wanneer ik dan nog haar zei, wanneer ik dat nog 2 maal zei, dan ben ik dat nog zoveel dollar. Wat houdt mij dat wanneer ik dat zei? Maar ik trotzdem niet doen wil wat hij mij zegt. Ik weet
da am Anfang in mijn Christenleven. En bestimmt hij dat ook ervaren. Dan op eenmaal hier du zijn gedanken in die hart. Hey, doe dit. En dan, meest voelt zich rond je gedanken, zal ik dat werkelijk doen? Na nächstens dan zegt de Heilige Geest, doe mal dit. Go reden met Janen. Nee, maar die wordt niet draag zijn. Die bakt nu brood. Die wordt nu niet tijd voor mij hebben. En wie haben die al geleerd dat de stem van de Heilige Geest, als die wordt ons zeggen, doe dit. Predigt door. Go hierheen. Breng Jan een tweebak. Breng Jan een maaltijd. Dat is wat de Heilige Geest is. Die andere stem, wat toen ging rondkomt, wat dat waren een vrouw stellen deed, hebben we al geleerd dat als wem zijn stem, dat ze bij zijn vriend zijn. En ik geloof, vielleicht hast du das al gemerkt, wenn du noch nicht hast, dann werde ich dir einen Schlüssel geben. Wenn du diese Stimme so klein und so unwichtig ist, wenn du die hörst, dann können wir immer wieder und wieder gehen. Dann wird er uns immer mehr offenbaren. Dann wird er uns der Schritt weisen, wo wir zu gehen haben. Aber dann irgendwann, dann kommt zum Beispiel, erst haben wir die kleine Sache, ich soll den Obersch eten bringen. Ah, ja, das ist noch leicht, dann will ich den Obersch eten bringen. Nächstens, dann ist es vor ein Pylon und da das. Das ist noch leicht, das ist nicht weit vorne. Aber dann auf einmal kommt irgendwas, was ein bisschen für meinen persönlichen Charakter spannend ist. Und dann, nee, du willst nicht mehr tun. Stell dir vor, wo Gott uns sagt, wenn du treu in das Kleine bist, dann will ich dir über das Große sagen. Und wenn wir anfangen, in das Kleine gehorsam zu sein, dann wollen wir Sachen leben, was Büter gewöhnlich sind. Paulus, als er sich bekehrte, hij verfolgt die Christen, hij hat einen Brief gekriegt, der wir ihn schrieben, gestampelt von den Lehrern, kost die Menschen doodmerken, kost dem Gefängnis bringen. Solange du die Christen von dieser Erdball auflaschen lässt, dann hast du Gott getan. So Paulus, hij rannt und hij schnauft mal so reich in seinen Ohren in die Christen, hij jet und will seine alles zu eng zu bringen. Wird von der schon nachgehabt, dann haben wir Menschen, Länder, Präsidenten und so weiter, die sagen, wenn ich das Christentum könnte eng bringen, dann, die würde glauben, dann haben sie was erregt. Und noch keiner hat das hingekriegt. Und das war das nicht. Aber Paulus wie ein von den Ersten, der sagte, ich war so, das ist meine Aufgabe, das ist meine Mission, diese Menschen, die sich Christen nennen, auszulassen und vorrecht zu machen. Aber Gott hat einen anderen Plan. Gott sagt, ich will haben, dass du nur nicht Jude bist, dass du ein Prediger bist. Gott sagt, ich will die verändern. Und Paulus lässt ein Licht kommen, er fällt an, und du hast eine Stimme, die redet und sagt, Paulus, warum verfehlst du mich? Und Paulus, er ist durch, und er wird fußblind, ob er steht. Er ist blind, er kann nicht mehr sein. Er weiß nicht, was er war. Er ist den Moment noch nicht, dass er ein Mensch ist, der gläubig ist, was bekehrt ist. Und dann sagt Apostelgeschichte 9, Vers 6, so steht. Apostelgeschichte 9, Vers 6. Nu steh ab und geh in die Stadt an, und die Wort gesagt worden, was du tun sollst. So, das ist die Stimme, was Paulus gesagt hat. Nu steh ab, geh in die Stadt an, und die Wort gesagt worden, was du tun sollst. So haben wir bloß zwei Dinge gesagt. Habe ich angefallen? Er soll bloß zwei Dinge tun. Abstehen und nach der Stadt gehen. Und dann wurde ihm gesagt worden, was er soll tun. Stell dir vor, dass Gott die von dir sagt, bloß zwei Dinge. Steh ab und geh durch. Du weißt ja nicht mal, was du sollst tun. Gott sagt dir bloß, steh ab und geh, nur da steht. Geh nur den Hananias in Haus. So einfach als dort sagt, redet Gott zu Paulus hier. Er sagt, steh ab und geh. Und was tut Paulus? Er steht ab und geht in die Stadt. Und er hat nicht viel wohl in dem Moment, wenn er blind, er weiß nicht wohin. Der Mann musste am Läden, er atmet nicht, er wird ganz bitter sich. Aber dann fuhrt es heran, den 10. Vers, bei den 19. dann sagt er, das ist das. In Damaskus, also wo Paulus nu hinging,
wie ein gewisser Jünger, der heißt Hananias. Zu dem sieht der Herr in einer Vision, Hananias. Und er sagt, Herr, hier sehe ich. Hast du zu Gott gesagt, Herr, hier sehe ich? Wenn du noch nicht hast, dann kannst Gott das sagen. Sei ihm, Herr, hier sehe ich. Der Herr sagt zu ihm, was sagt der Wahrer? Steh ab. So einfach ist das, steh ab. Bleib bloß nicht sagen, du, wo du nicht bist. Steh ab und go, der Gott nach der Gelegenheit. Und Frau in Judas in Haus, wo soll von Tarsus es? Sei einmal, der bet. Er hat eine Vision gesehen, dort ein Mann Hananias, wie am Nen kommt, und am der Hänger bleibt, dort er seinen Söhnen wahrer kriegt. Dann sagt Hananias, Herr, ich habe viel von diesen Mann reden hier, weil viel Schulden er deine Heilige in Jerusalem zugesagt hat. Und er hat hier Vollmacht von den Hohepriesters, all die vorzunehmen und in deine Namen anrufen. Aber der Herr sagte ihm, go, weil ich habe mich aus Handlanger gewählt, meine Namen für die Völker Königs und die Kinder Israel zu bringen. Weil ich will am wiesen, wo viel er wen meine Namen lieben muss. Hananias heeft sich auf den Weg zu han und ging zu am Haus nan und lädt Saul der Häng ab und sagt, Bruder Saul, der Herr Jesus, die auf den Weg hierhin begehend, hat mir geschickt, dass du wahrer sollst sein können und mit den Heiligen Jesus gefällt sein. Und furz fällt so aus Scheiben von Saul seine Uhren und er kann wahrer sein und er stund ab und leitet sich typen. Und als er erst gegeten hat, kriegt er auch wahrer seine Kraft. Saul bleibt noch ein paar Tage bei den Jüngern in Damaskus. Das was wir lesen. Wir wollen über diesen Hananias reden. Das Hananias, die Geschichte ist ziemlich einfach, wo der anfangen hat. Hananias soll nicht du hingehen, wo Paulus ist, aber Saul ist. Hananias weiß nicht, wer soll, wo Leute im Leben waren. Gott sagt ihm, dass er soll, was dort soll werden. Aber wie kann Paulus ihn nicht all? Das weiß er nicht, noch nicht. Und er muss ihm vertrauen, ihm in Gehorsam, du in das Haus gehen und dort tun, was Gott sagt. So ein Gehorsam, was Hananias hat, das ist ein Gehorsam, was du nicht mal kannst haben von deiner eigenen Kraft. Das ist ein Gehorsam, was du bloß dann kannst haben, wenn der Herr Jesus die geschickt hat, wenn der Herr Jesus die Beruf hat, ja, dort zu tun. Wenn dort wir nicht Hananias in seine Beruf hat und Hananias in sein Fleisch, was du jink, sondern Hananias wie gefällt mit den Herrn Jesus. Er lebt al ein Leben, was im Herrn Jesus wie. Und mit dit geht er sagt, ich will gehorsam sein. Er fragt Gott, hey Gott, ist das nicht das, was wir können festnehmen und wir lassen dort merken lassen? Dann sagt Gott, ja, das ist wir das. Aber ich habe ihm nicht zu was anderes gemerkt. Ich habe ihm zu was anderes bestimmt. Und die beste Person, der ich wohnt, das wird passieren. Ich habe gesehen, die Wichtigkeit von Gehorsam. Was, wenn dort nicht in Hananias in der Bibel gegeben hat? Aber wenn Hananias gesagt hat, ich will einfach bloß nicht. Das Gute ist, Gott ist dann und noch nicht einmal ohne einen Plan. Gott weiß dann noch einmal, was er tun kann. Aber stell dir vor, wenn du und ich anfangen zu sagen, nee, zu was Gott uns abgegeben hat, wie nicht gehorsam sind, dann kann Gott sein Werk nicht wieder merken. Dann kann Gott nicht dort erregen, was er will auf dieser Erde. Stell den Träger an den Tag, wo du die bekehren willst. Und mach Gott dir dort nicht wiesen, Personen, wo du wichtig wäre, dass du eines Tages kannst zu Jesus kommen. Was ist, wenn die Personen nicht, wo du dort getan haben? Dann sagst du, bei mir wäre nicht Personen, ich habe bloß die Bibel gelesen. Was, wenn die, wer soll die Bibel nur plötzlich übersetzen, die nicht nur die Sprache übersetzt hat?
So, du hast irgendwer für die Arbeit, dass du von dir auf diesen Stelle setzen kannst. Du hast irgendwer einen Gehorsam, irgendwer eine Like schweit für die Leid, dass du im Gehorsam und hast gesagt, ich werde das tun. Die Uitkomst, was du uitkomt, weet wie nicht. Aber stell dir vor, den Gehorsam, dat Fehler von Gehorsam von Hananias, wird für Schuld, das kann bringen in der Bibel. Und klar, wie weit Gott ist nicht abhängig von uns Menschen. Gott merkt, die Steine reden, er das, was er will. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Von anderen könnte sein, dass wir kennen, was von seinem Plan sein. Dass er will das. Er will nicht haben, dass die Steine mit reden, er will haben, dass du und ich reden. Und dass du und ich gehorsam sind und du auf den Platz sind, wo er kriegt will haben. Die vertelt mir, was die früheste Weg hier, frühest Frühstück hatte. Und wahrscheinlich die Zeit hier war es wir. Und wir haben immer darüber denken, wo Hausmutter sein, oder eine Mama sein, oder einfach eine Hausfrau zu sein, wird versehen du kannst sein für die nächste Generation. Die Rede von, was ich hier als frühes geredet habe, wo meine Mütter, so Billy Graham, seine Mann, oder ich weiß nicht, eine von den Eliots, das sind von Missionaren, von verschiedenen Müttern, wo diese Kinder von ganz bekannten Menschen lassen, wo die ihre Kinder bloß abgebracht haben in ihr Haus. Sie haben bloß dort getan, was ihren traf, dann zu tun. Im Namen von Jesus Christus, natürlich. Und diese Männer, oder früher diese Missionare, die aus diesem Heim rauskommen, das sind weltbekannte Missionare für Gott. Und dann, als sie groß sind und sie so bekannt sind, dann kommt man noch diese Frühe und sagt, hey, wirst du nicht ein Ministerium anfangen, wirst du nicht eine Arbeit anfangen, wo mit dit schaffen oder mit Jan zu schaffen, wirst du nicht mal was Großes für Gott tun? Wirst du nicht mal was Großes für Gott tun? Und die Frühe haben bloß die Antwort, wie haben das alle getan? Wir haben unsere Kinder ertragen, zu diesem Haus. Wir sind einfach gehorsam gewesen. Das, was die Bibel uns sagt, was wir tun sollen, das haben wir einfach getan. Wir haben unsere Kinder ertragen. Und das wir haben der Heilige Jesus getan. Wahrscheinlich ist das nicht, wenn du eine Mama sein, wenn du ein Vater sein. Das einfache Ding von Tüß, dein Kind einfach ertragen, oder einfach dein Kind live beweisen. Das kann der nächste Evangelist sein. Wo wunderschön ist das nicht? Dass du und ich die Gelegenheit haben, gehorsam zu sein. Paulus und Petrus und Johannes und in das ganze Buch in der Apostelgeschichte ist die ganze Zeit, wo der Herr Jesus eine Ordnung gibt, wo Gehorsam darauf fällt und wo Gott die Sache hat. Einmal beten wir, Gott, lass Erweckung bringen über Bolivien. Und Gott hat das vielleicht über den Hort vor Freitag mit, wenn er evangelisieren wurde. Und wir beten, Gott, mochte doch die Präsidenten all das mocht ja an sich bekehren. Und Gott hat das die Anfläche beim Surtidor, die werden den Gast verkauft. Und es steht am Untergrund zur Fläche, bloß von Jesus vertalen das mal. Und du glaubst, der Präsident soll sich bekehren, aber Gott sagt, die verteilt den Menschen beim Surtidor von Jesus. Und du glaubst, wahrhaft das Menschen im Surtidor, was eigentlich von Jesus verteilt hat, und wo ich trotz Gebet hat, der Präsident soll sich bekehren, oder ja, soll passieren. Du weißt nicht, wo Gott seine Wege sind. Vielleicht passiert hier irgendwas und dort nächste bringt was nächste. Und dann ab einmal hier ist das eine große Abweichung. Und die Menschen reden von was für Abweichung das ist. Und alles, was du getan hast, ist nicht du bei das Große angefangen, sondern du bist in ein kleines Ding einfach gehorsam gewesen. Du hast gesagt, wenn Gott sagt, steh ab und go, dann bist du abgestanden und gegangen. Das ganze Buch, wenn wir checken, wo Petrus und Johannes, auch zum Beispiel in der DN gehen, im Tempel gehen, dann sagt er zu denen, sagt er ein Pracher zu denen, hey, ich will selber ein Geld. Nee, ich will nicht selber ein Geld, weil ich will Dinero, nicht so, ich will Geld. Und dann sagen Petrus und Johannes, selber ein Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus Christus, steh auf.
Weil immer das Leid wird, das ist irgendwie immer ein Leid. Einzige Bibelvers kann ich immer bloß auswendig, wenn ich irgendwann einmal bei der Kinder aus Sinderschule ein Leid gelehrt habe. So, Sinderschule lehrst, gute Arbeit. Bei uns ist Sinderschule wird auf Hochdeutsch. Was sagen Petrus und Johannes? Im Namen von Jesus Christus, steh ab und go. Gleich wie Petrus hat niemals ein Gefühl gehabt, das ist ein bloß vorbeigegangen. Ich glaube, der hat noch mal so eine Gefühl gehabt. Von der ist nicht so wichtig, Herr. Von der kann nach der andere kommen, von der kann nach Jana kommen, oder von der kann nach mal Matthäus kommen, der kann nicht nach mal hier was tun. Hey Matthäus, da du mal was, nicht so? Und Petrus und Johannes kommen nennen. Aber Petrus und Johannes schicken ihm an und sagen, im Namen von Jesus Christus, steh ab und go. Das ist einfach ein Gehorsam, was die Geschichte für immer verändert. Paulus, in der Apostelgeschichte 16, waren wir ein paar Kapitel überhaupt so. Paulus in der Apostelgeschichte 16, dort war eine Stadt, wo er sich vom Heiligen Jesus lehren lässt. 16 von Saas Batien, wenn wir die Geschichte mal lesen. Apostelgeschichte 16, Vers Saas Batien. Sie reisten dann durch Phrygien und Galatien, weil es der Heilige ist, dort nicht zulässt, dort Wort in Asien zu predigen. So. Nu haben wir das alle hier. Paulus in Kapitel 16. Paulus, mit wem reist er hier taub? Nu weet ik niet meer ganz nee, wat zegt het boven. Hij heeft Timotheus krijg gewonnen, weet niet krijg. Maar ze reizen durch Phrygien in Galatien. En dan willen ze wieder predigen, op eine steht Haanreizen. En de Heilige Geest zegt, aber dat niet doen. Dat is een andere zaak, waar de Heilige Geest veel meer schaffen heeft. Einmal, dann kommt es noch so, dass wie Fläche da ja haben, ich soll durchhaben. Ja, auf einmal sperrt sich dort alles zu, nur diese eine Sache zu tun. Dann können wir uns einmal fragen, okay Gott, was werden wir dann nicht tun? Werden wir dann lieber hier reisen? Und dann müssen wir mit Gott reden, mitdenken. Und ich kann mich vorstellen, die Jünger durch, hey, aber uns schreibt dort soll dort nach Asien gehen. Und ich habe mein Ticket gekauft. Und in Mars soll dort losfahren. Und nun haben die gesagt, sie waren nicht am Saßmonat nicht fahren. So, das wären normale Menschen. Und die haben nicht Jets und die haben nicht eine Fotje. Und die müssen ihnen vorstellen, die haben all das Ticket gekauft. Sie wollen nun nach Asien. Und nun schaffen das nicht, und ja nicht. Glaubt ihr, die Jünger sollten dann bloß 6, 7 Monate, 8 Monate, na, wer muss sein, was das mit Asien tut? No. Die Jünger dann ihre Stufen und dann sagen sie, Gott, weißt ich weiß nicht. Dort mit dem Ticket habe ich nicht geschafft. Ich sehe nicht nur Asien gekommen, aber dort habe ich soll vorbei, oder was immer, die Geschichte dann wir. Gott, wo sollen wir nun wieder? Wo sollen wir nun hin? Und dann fällt sie fort. Gott will nicht haben, nun nicht du haben, dort ist nun nicht Zeit, nun sollen wir du haben. Und in unserem Leben ist es auch einmal so. Vielleicht ist das sogar in deinem Businessleben so. Du fängst eine Richtung an zu rennen, und dann auf einmal fällst du von, dort geht du alles zu. Und da steht, dass du nicht Hummer und Dahl warst und weiß nicht, was alles das ist. Geh lieber mal in der Stube und frag Gott, für mich. Oder soll ich auf eine andere Weise hinausgehen? Oder was kann ich ändern, Gott? Vielleicht ist das für dich als Mama, so ist das. Du hast eine Weise versucht, deine Kinder zu ertragen, das schafft bloß einfach nicht. Und da steht, dass du versägst, dann kannst du in deine Stufen gehen und fragen, Gott, hast du nicht eine andere Richtung, was du für mich rein hast? Hast du was nicht? Aber du wirst predigen vor, wir wollen nur Manitoba vor. Auf einmal später, wie das schafft, das weiß ich nicht. Das eine, das will bloß nicht schaffen. Das ist nicht, dass ich dann nicht abgehe. Dann frage ich Gott, wo ist die Richtung, was du nie für mich hast? Und so, sie fahren nicht nur Asien, sie wollen dann was anderes. Vers 7 sagt so, als sie Bethmisien kamen, versuchten sie durch Bithynien zu reisen, aber Jesus in Jesus leitet nicht so, all war wieder ein Block, oder was fair. Und so reisen sie Bithynien vorbei und kamen nach Troas. Danach hat Paulus eine Vision, dass ein Mann von Mazedonien betend vor am Stunden sieht, komm eben nach Mazedonien und halb uns.
Als deze visioen nu zijn had, verzag wie voorts naar Mazedonien te komen, wils wie nemen aan dat de Heer ons doorheen geroepen had, dat evangelium te predigen. So, dit is van wo Paulus eine Vision hat und wo Gott geleid wird. Wir sind in dit Jahr 2024 das Jahr, wo wir lernen, Gott seine Stimme zu hören. Und dort ist eine Reise, wo wir alle taub sind. Du ist nicht einer nur besser als der andere. Wir sind alle am Lehren und wir brauchen uns alle nicht verachten. Wenn es alle sehr wie der ständige Zeit, früher wie Gott, hey Jesus, was willst du mir noch mal sagen? Was ist der nächste Step für mich? Wo soll es nu wieder gehen? Und dann habe ich einmal vielleicht eine Vision. Aber irgendwer kommt und sagt, hey, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Ich will dir dit und dit sagen. Bloß, einmal habe ich diese Vision, einmal habe ich diese prophetische Rede, aber irgendwer sagt uns was, aber wir lesen einen Bibeltext, das ist ein Wort von Gott, wir nehmen das an für uns. Aber dann weiß wir nicht. Meint er nu das? Sie wissen nicht ganz genau. Sie hadden eine Vision gehad, Paulus had een vision, du wie ein Mann Mazedonien, der frucht, dass sie kommen sollen. Dann stelle ich mir so vor, sind Paulus mit seinen Freunden gekommen und fragte, Gott, wo ist es nu? Gehen wir nu nach Mazedonien oder wo? Dann haben sie vielleicht mit Gott geredet darüber und dann sagt der andere, hey, ich habe gestern auch einen Traum gehabt, aber der andere, dort steht hier nicht alles Spanne. Aber wir können weiter, dort wird getestet. Du in er mit, okay, Mazedonien ist es. Wir gehen nach Mazedonien. Und wir wollen nu das Evangelium durchbringen. Was hat der Herr Jesus für uns getan? Der hat nicht gelassen, nach einer anderen Stadt zu gehen. Was glaubt ihr, wenn was leitet das nicht? Dann würde sie viel zu weit auf sein von diesem Mann in Mazedonien. So Gott leitet dort Staub für Staub weiter. No, du, wo je nu gaan willen, nach Asien, da je nu nicht. Wenn es ich will, haben die Saal nach Mazedonien. Gott hat dir dann das ganze Rezept können abschreiben von Himmel rauffallen lassen und sagen, das ist, was die Saal tun. Aber nee, Gott sagt hier einmal, nee, du nicht haben. Dann reisen sie wieder an. Du auch nicht haben. Dann reisen sie wieder. Und dann, als die Schwester bewiegt, sagt Gott, du sei die Hand. Okay, dann wollen wir noch durchgehen. Wie als Menschen würde einmal gleich, dass Gott uns dort als sieht, hier ist ein Mann, der war nur die, der will das und dort in Jahren haben. Aber Gott, in seiner Herrlichkeit, er sagt, ich du han, und du han, nee, du nicht han, okay, hier han. Und dann können wir dort tun, was er von uns will haben. Und dort ist in unserem Leben, können wir das alle Wege anwenden. Das kostet du in deiner Arbeit, das kostet du in deinem Familienleben, das kostet du auf deine nächste Reise tun. Alle Wege, wo immer dein Leben kann sich nur das fordern, dass du die ganze Zeit mit Gott Entscheidungen treffen ist. Wir hören uns einmal unseren Spaß. Meine Schwiegermama hat lange in ein Restaurant gerannt. Und je früher, je weiter dort Echak Salat essen denkt, das kostet du nicht sehr bosig merken. Wenn du mal zu Echak ist Kirche, was du aufzählen lässt, dann mal je weiter nicht. So, dann dort geht ein bisschen länger. Wenn es später Echak aufgezählt ist, der bleibt lang heute. Und dann machst du nach der Eierkirche, so du machst all tidig anfangen mit Echak Salat anmerken. Und sie hat so ein Restaurant, wo die Salads und das Eten in einer Stadt stehen und die Menschen können sich anschauen gehen, so viel es sie wollen. Und meine Schwiegermama, heute Echak-Salat, die wir so bekannt, viele Menschen, die kommen und ein Teil, wenn Worte kommen, wir werden den Echak-Salat. So, wenn der Klient nicht holt und der Echak-Salat alle ist, nicht content und nicht froh, nicht happy, nicht so. Jetzt der erst 80 Kilometer vorher, der will den Echak-Salat eten. So, was ist das Mars? Hey, yes. Wie viel Echak soll ich von der Gruppe anleiten im Kirche? Wirklich. Und der Herr Jesus sagt, von der tagen dich. Nächstes Mal seht ihr 20. Nächstes Mal seht ihr 100 Echak. Von der waren viele Menschen gekommen. Dankeschön, Herr Jesus. Und dort wird im Staunen, wo wenig Echak-Salat, der weiche Schmiede hat. Wenn es der heute den besonderen Echak-Salat bloß ohne Sonntag, und Montag wird das Restaurant hau. Und je weiter, Echak-Salat kostet nicht bei anderen Sonntag holen. Das schafft nicht. So alles, was ihr den Sonntag abmerkt, nicht habt, das kriegt ihr Schwein. Und wenn die Schwein so fördern mit Echak-Salat, kann man es dir nicht so. So sie früh jeden Sonntag den Herrn Jesus, wie viel Echak kommen in diesen Gruppen an. Und der Herr Jesus sieht dort.
So einfach aus der Sache sein, so einfach kannst du mit den Heiligen Jesus reden. Aus dort sein Edschakke, wo du in eine Gruppe sollst lernen. Auch wenn du eine Mutter bist und du fehlst auf einmal von dir so like 2 Packer Fleisch reinmerken, dann steht eins. Wer weiß, der Heilige Jesus schickt mehr als Jas nur hin unter der. Da wenn sagt die 2 Packer Fleisch reinmerken. Und du denkst, nee, bei meinem Mann, meinen Kindern, dort sie ein Pack, dort er ich uns einmal tau, wenn Wort wo ich von der 2. Und Heilige Jesus sagt, 2 Packer Fleisch reinmerken. Schneidet, packt je op, schert een groep en merkt het eruit. Wacht op dat wat de Heer Jezus die brengen wordt. Wenn es nur her, 4 voor 12, komt de einer en put dat onder der en wil bloß zijn wat je doen. Dan, wanneer du gehoorzaam bist, je was klaar, nee, en hast je 2 pakken du nee doen, dan weet je 4 voor 12, nu is dat aangekomen, wenn wat God mij zegt, ik zal 2 pakken nemen. En wanneer du niet nee doen hast, dan ransram, wat wij naar hoe laten daar snapt dat je nu, dat we nu gaan. Gott hat dir die als Mars gesagt, 2 Packen an zu tun. So ans Leben kann einfach auf so eine Weise schaffen, dass wir gehorsam sind in das Kleinste. Auch Paulus, ein paar Kapitel Lothar, 18. Kapitel, dann hat er eine Vision. Und danach sagt der Herr zu Paulus, Apostelgeschichte 18, 9 und 10. Und danach sagt der Herr zu Paulus in eine Vision, fürcht die nicht, hol an zu predigen und lot die nicht stillmerken. Ich sie mit die, und du soll sich keiner wehren, die Schulden anzudonen, weil ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Ich rede jetzt von, weil Paulus sich vom Heiligen Jesus lehren hat. Und hier sagt der Heilige Jesus in einer Vision zu Paulus ganz klar, fürcht die nicht, sie wieder Brot mit dem Predigen. Wenn es menschliche sein, Paulus, der wir all eingestappt waren, ein paar Mal, der hat all verpetzt gekriegt, ganz arg, der hat all ein Teil erlebt. Das wäre nicht Kleinigkeiten. Und der Herr Jesus kommt zu ihm und sagt, fürcht die nicht. So während wir gehorsam sind, wird der Herr Jesus uns auch genug Botschaften schenken, dass wir können anhaltend beim Gehorsam bleiben. Das ist nicht einmal leicht, gehorsam zu sein. Das ist nicht. Aber wir können gehorsam sein, und während wir sind, wird er uns eine Botschaft schenken, wo er uns sagt, fürcht dich nicht, wenn es ich sie mit dir. Auch in uns Leben haben wir einmal die Entscheidung treffen, oder gehorsam zu sein, oder nur das Fleisch zu leben. Ich weiß, für 11 Jahre zurück, als ich in Bolivien kam, in dem Moment will ich nicht hier. Ich will auf keinen Weg hier. Kein Fall. Auf keinen Weg. Ich dachte, Gott, was wirst du mir mit? Was soll ich tun? Ich kann nicht tun. Ich will nicht nach Bolivien. Ich will irgendwas anderes tun. Ich will im Restaurant arbeiten. Und Gott sagt mir vor, nach Bolivien. Und ich fuhr in einem Restaurant und malte mich an. Ich will arbeiten. Der hat eine Zeitung bekannt gegeben. Ein bekanntes Restaurant. Ich will arbeiten. Asunción. Dann fuhr ich kurz nach einer Schule zum Ethemärken lehren, schrieb mich du an. Ich war Ethemärken lehren, wo im Restaurant arbeiten. Nicht mit Menschen zu tun haben, Evangelium predigen, also besonders nicht. Irgendwo hängen eine Eichstunde, ein Zeppel schneiden, Fleischbrot, dort war ich dann war. Und Gott sagt, fahr nach Bolivien, fahr nach Bolivien. Aber ich sagte, okay, Gott, hier sehe ich. Ich komme. Das ist die Geschichte, wenn du das nun nehmen all 10 Jahre in Bolivien, nu ist der Pastor von einer Kirche, und check mal, der hat das Anniversarium von 5 Jahren. Dort ist es schmackend romantisch. Aber die Geschichte hängt, der Gehorsam, dort ist nicht schmackend romantisch. Dort ist viele Mal an Montagsmorgens, wenn du keinen so einen schmacken Menschen je besiegt mich sagte, und sage, Eduard, noch ein Tag länger. Eduard, noch ein Tag länger. Dauert. Und nehmt es nicht von so, dass ich nicht überhaupt klar, dass mir meine Arbeit scheint, weil ich bitte am Land sie, das Einzige, was ich nach alles ein Haus. Wenn ich sage, das ist mein Haus, das ist mein Land. Aber in jeder Arbeit sind noch mal Momente, wo einer fällt, das halt nicht. Da haben wir alles abhören. Und dort sind erste Soten, was so eine Gedanke haben, dann wurde
denken, alles te zien schmieden. Wenn das war alles nicht in Jana, die will nicht in Jana, die hat dit gedaan, in Jana ist jen, mir in Jana sagt dort, in Jana dit. En dan wordt alles te zien schmieden kennen. Maar dan komt de Heer Jezus en zegt, Eduard, nog een dag langer. Ik ga dir zeggen, dit en dit is die arbeid. Doe dit, doe jant. En zolang God die niet een andere antwoord geeft, een andere arbeid geeft, dat betekent dat wat hij mir gezegd heeft, dat maar ik naar hem gehoorzaam zijn. Kom eenmaal Jugendliche naar mij. En dan had God antwoord gezegd wat ze doen zullen. Oké? Fang aan. Ze gehoorzaam. God heeft gezegd, nu go. 3 Monate later komen ze en zeggen, ja, kan schijn. Heeft God die vraag? Als het schijn ging, er schlecht? No? Oké. Dan wieder. Nee, maar. Ik dacht, du würde dit wat ik hier wil doen, dat we dit en dit brengen, dat brengt dat niks, dat houdt niks. Ik wil abheren. Had God die nog dat gevraagd, als dat brengen wordt wat u wil hebben? Oké, heeft God die al wat vreemd gezegd, wat u doen is? Heeft niet, de stel. Nou, die wil naar hem gaan, die zal dat doen, wil die ver 3 maanden zijn. En zoveel maal kon dat gevoel wat ik van jou had gegeven, dat ik wil alles te zien schmieden en ik wil wat een andere weg kunnen. God, we hebben een punt wat groot is van komen laten. En oh nee, gaat niet schijn, ik wil in een andere richting. En dat wunder wat er passieren weer, is alle tupje kracht. Bloos wenn ons gehoorzaam. Keine van de arbeiden wat we worden doen, wat zich immer wunderbar spelen en alles goed in jeder dag. Keine arbeid. En dan als het zo'n arbeid is als ik, er een tijdlich, er wat voor immer arbeid dat is. Du wordt een dag komen, du wordt een proef stonen. Maar op den dag kan God nur die komen en zeggen, blijf aanhouden, vecht die niet, hou aan met predigen en laat die niet stil merken. Amen. Paulus is gehoorzaam in alle leeuwen. Apostelgeschichte 20, vers 23 tot 25. Apostelgeschichte 20, van 23 tot 24. Dit is al te laat, het is al van de latere kapitels. Toen kreeg Paulus dat al paar maal te horen, dat hij wordt aangebracht, dat hij wordt niet aangebracht, maar dat hij wordt naar Rome gebracht worden. En dat hij wordt in gevangenis aankomen, dat het wordt zeer zwaar voor hem worden. En Paulus kreeg verschillende profetische woorden, die kreeg visioenen, die had allerhande zaken, ik wil die niet alle lezen. En dan zegt hij in Apostelgeschichte 20, vers 23, zegt Jezus dit. Ik weet bloos dat de Heer Jezus in alle steden aan mij woont, dat ik daarmee rekenen kan, dat ik wil lijden moeten en vastgenomen worden. Maar ik hou mijn ene leven niet veel weet. Ik mag bloos mijn weg met vrede te ingaan en den dienst verrichten, den de Heer Jezus mij opgelegd heeft. En dat is voor dat evangelium van God zijn genade aan te stonen. En ik weet nu bestemd dat al die, mang die ik dat Gottes recht gepredigt heb, waren mij niet waar zijn. Paulus wist dat wanneer hij wordt wieder predigen van Jezus Christus, den Auferstandenen, wordt hij zeer lijden moeten. Geloof je aan je erop hier te predigen van Jezus Christus? Hij predigt. En Paulus wist ook, Paulus komt dan van een gerecht naar het nächste gerecht. En hij is vast en hij komt van een gerecht naar het nächste gerecht. Hij wist zeer goed dat hij waarschijnlijk in paar van de gerechten zich uitreden kon. Dat hij had kunnen vrijkomen. Weet je wat hij op die gerecht had? En er staat zich uitreden, dat hij vrij kon. Hij nutzt dat bloos nog eenmaal dalen uit van Jezus Christus te predigen. En dan zegt hij, en ik wil naar Rome. Ik wil bij Rome, du verder den versten, du wil ik komen. Die had dat niet zaaigebruikt. Maar hij zei, ik wil naar Rome. Wens wat wil hij gaan? Hij wist dat in Heer Jezus dat evangelium zal naar Rome komen. En hij kon gratis met, wens dat gerecht bracht hem doorgaan. En dan woont hij, komt hij naar Rome. En dan predigt hij door wieder. Deze laatste kapitels, dat zijn zware kapitels. Ik had het daar gelezen.
En bij ons, dat es zo schwer für Paulus, dat ik meest moedloos worden wil, nog wieder te lezen. Wenn wir noch ein Kapitel lesen mit diesem Paulus, wird bloß von einem Gerecht nur das nächste geht, von einer Pitch nur das nächste. Aber weißt du, was das Schöne ist von diesem letzten Kapitel? Du alle wind waschen. Du sendest es Perlen. Zum Beispiel im 19. Kapitel. Du redest von, dass Paulus erlebt bütergewöhnliche Wunder. Dat zijn snappelduk, wat hij brugt hem zijn schweit aufwaschen en so wieder. Dat wordt een raam geschickt, wenn de mensen dat anschieden, dan passieren de Wunder. Wie seine, wo hij sich ab ein Doden, wat von ein paar Tagen raufgefallen ist, hij sich da einfach bloß ableitet und der steht ab von den Tod und der lebt. Als hij bij Johannes seine Jünger kommt, auch im 19. Kapitel, und dort sind, die wird bloß nochmal von Johannes alles gehört haben, dann leichter der hängen ab und die fangen an zu prophezeien und Zungen zu reden, die sind voll vom Heiligen Geist, hij tauft dann und so wieder. Also du passieren Sachen, die bütergewöhnlich sind. Paulus hat in dieser ganzen Zeit immer war sagen, ich hier ab. Ich will nicht einen Schritt wieder gehen. Aber Paulus sagt, ich blieb, ich will anhalten. Wenn der Heilige Geist hat mir eine Vision gegeben, ich soll anhalten bleiben, so das, was ich tun will. Ich blieb anhalten, ich blieb gehorsam. Ich will gehorsam bleiben, wenn es das Leben hier auf Erde, dass es mir nicht viel wird, ich will bloß haben, dass das Evangelium von Gott seine Gnade wieder, und dafür kämpfen, dafür will ich anstehen. Wie viel Wunder kann durch den Gehorsam passieren auf dieser Erde. In dieser Zeit, wo du gehorsam bist und wo du bloß sitzt, ich war festgenommen, ich war verpitcht, ich muss für Jahren gerecht, und du glaubst, alles ist dunkel und alles ist schlecht, und ich sehe in ein Gefängnisbahn, wenn du in dieser steht, bloß treuhortig Yes und Yes. Und wenn du nur her was kicken, in die Geschichte abgeschrieben sein, was du sagen, den Tag passiert ein Wunder, dann wird einer gesund. Dann passiert das. Und wenn wir uns Hondig weichschmieden und sagen, ich gebe ab, ich tue das nicht mehr, dann können diese Sachen nicht passieren. Die letzten 2 Vers von der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 28, Vers 30 und 31. Die sagen, es ist das. Dit is alles hij bij Rome gekomen is. Hij heeft al eenmaal, zijn meest aangekomen als ganze Chap eenmaal komen op de Insel Malta op aanbid een slang, als de slang aanbid. Hij kijkt plus en de andere mensen kijken alle, nu valt hij dood aan, hij slaagt de los en jet wieder. En dat is wat niets passiert is. En dan nutzt hij dort, waar hij uit zijn predjes is. De Paulus, dat wie is een mens, die heeft geen breaks. En met al deze geschichten komt hij bij Rome. En in Rom, du soll hij verder gerecht gebracht worden. En doen wie hij vast, aber hij kan een huis hebben, wat hij zich pachtet. En du kunnen in dit huis, wie hij vrij genoeg, dat hij kan jaas opnemen, dat hij du eten kan, dat hij du wonen kan. Hij kan het huis niet verlaten, aber in dit huis kan hij wieder das Wort Gottes predigen. De laatste 2 Vers von der Apostelgeschichte sagen so. Dan woont Paulus 2 Jahre in een huis, dat hij voor zich gepacht hat, en neemt allem op, die nur am Keim. In Predigt von Gott sein Königreich in Liedern, angehindert mit Frieden vom Herrn Jesus Christus. Paulus bietet 2 Jahre und hij predigt, nimmt alle Menschen ab und hij predigt wieder. En don't, wat komen wir. Hij wie gehoorzaam, en don't en wonen leeuw dat wir. Weet je wat mir gefällt von diesem Vers? Wenn wir hier checken, und hij predigt von Gott sein Königreich, ein Lied an angehindert mit Frieden von Herrn Jesus Christus. Hängt ja den Punkt, kommt bloß der nächste Vers anfangen. Dat is nicht ein Buch, sondern was sage ich, so, und das ist das Ende von dem Buch, ich reise mit dem Herrn Jesus Christus, ciao. Also, das ist nicht so ein Buch. Das ist ein Buch, wo Paulus, das ist nicht mal von dem Ende von Paulus beschrieben, das ist nicht mal der Tod von Paulus beschrieben. Das ist bloß, was er wieder deut und dann auf einmal abgehört geschrieben. Weißt du, was das bedeutet für mich? Das bedeutet für mich, dass von der sagt, dass nu ist ein Leandro.
Nu ist du ein Dietrich, nu ist du ein Enrique, nu ist du eine Sarah Marie, nu ist du ein Ruben, du hast nu eine Tracy. Der predigt das Wort Gottes wieder. Und der bleibt jeder Tag dabei. Das Buch, das hat von oben nicht eng. Und dort lässt die in mir von der diese Geschichte wiederschreiben. Dort lässt die in mir in diese selbe Geschichte nach einem Krieg so wieder zu handeln, aus Petrus und Johannes und Jakobus, aus Matthäus und Lukas und all diese Dinge. Aus Paulus und Titus und Timotheus und so weiter und so weiter. All diese Männer frühes für den Herrn, diese frühes, was prophetisieren, einfach so ihr Leben durchführen. Auf einmal hier das abzuschreiben. Aber das ist nicht dort eng. Das ist dort oben eng, dass du ihn auch wieder schreiben können. Wir können von dir auch noch Krieg gehorsam sein. Und dort wird nicht einmal eine Roosevelt sein, dort wird nicht alles einmal schön sein, aber der Gehorsam, das ist so wunderschön, wenn wir können Gehorsam sein. Wir können über diese Botschaft, über diese Gehorsamkeit ein klein bisschen reden, nu in Brasil, zu einer Kirche. Das ist eine Kirche, die sind anders als andere Kirchen, die ich kann. Weißt du, wo die sich trafen? Die trafen sich in der Cines. Cines ist in Ventura Mall, es ist ein Cine, wo einer kann Película checken. Sonntag Vermehrach haben die Cines wenig Besucher. Die Films, wenn es die Menschen kommen, ist da nur mehr Films checken. Wenn es die Brasileros aus einer Kultur sind und sind die Lagen ab und haben Vieren und haben vielleicht ein Fass und haben vielleicht zu viel getrunken, so sonntagsmal schluppen die lang. Die wollen nicht Christen sind. Und dann irgendwann merken die sich rein. Ein Brasileiro, der braucht immer sehr viel Zeit, um sich rein merken, Schmack merken. Und dann irgendwann klar, ein, dass mehr sind sie rein. Zum Wegfahren. Und dann fahren sie irgendwo mehr hin. Und die Cines sind ziemlich ladig. So diese Kirche, was sie da, sie pachten sich die Cines von den Shoppings und sind da vermehrt und haben die Kirche. Was sie tun, weiß ich nicht, beim Ventura Mall, dass hier die eine wohnt, wo immer so eine Bilder sind, wohnt der nächste Film sind, nicht so? Du tust auch ihr Bild nennen, von ihrer Kirche. Wohnt der nächste Prediger und der nächste Sänger, was du singen willst. Und merke, dort kriegst du das war eine Película erst und sei, dort ist Sonntag klar, nein, und dort ist gratis. Sei und schreibe, du hast dort einen Gottesdienst erst, aber so kreativ denke die. Und was bedeutet dort ist eine Kirche, die traf sich, die Menschen, die du kommen, dort sind nicht viele Menschen. Was eine Kirche, die sich im Sinne traf, mit den feinen Wegen Säte durch, in den großen Pantalla, in den feinen kalten Eiern, ja, kriegst du die Kirche. Aber diese selbe Kirche, die hat auch eine so eine Kirche aus der, wo die sich dann in den Weg trafen, wo die Menschen von Tüß sich trafen. Und today, mehr Helfer kann ich reden. Und diese Idee, ich da im Sinne Kirche merke, das ist doch nicht Schmack. Dort sagt, wie soll ich mal sein, Leben an der Kreuz fahren, wenn du da mal Kirche kann, nicht so? Aber anders von ist das weiter, all wie viel Arbeit dort ist hier, jeder Weg so nieder abstahlen. Dort macht dort von ein anderes Haus durchbringen, jeder Weg. Der macht dort mit den Elevators, das mit den Elevadores, du abführen, dann eine Janenstufe, dann du durch, dann dort war er rauf, dann die Trappe, weißt du nicht, wie du stell rauf jetzt? Dort macht alles raufdrehen, dann macht der andere macht Lichter bringen, Jana macht das bringen. Alles, was einmal so Schmack ist, der Arbeit durchhängen, ist nicht ganz so Schmack. Und dort tun diese Menschen Weg für Weg in verschiedenste Scenes in der ganzen Stadt und in verschiedenen Städten in Brasil. Und ich rede zu denen von Gehorsam. Ich sage, die haben eine Berufung gekriegt. Das ist eine Berufung. Dort hat Gott eine Berufung. Und bleibt wieder Gehorsam. Und dann, wo schwor dort ist, diese Parlant ist der wieder für Gott, der wieder, das lohnt sich. Ich sehe selbst Part von einer Kirche in Santa Cruz gewesen, dort wir in ein Hotel, wo wir uns trafen. Dort wir kriegen so, einen zweiten Stock, muss wir die Parlantes alle raufdrehen, und dann die dort drehen, und dann die alle abdrehen, dort wir Sonntagsmals bei der Gottesdienst anfangen. Ich habe gemerkt, wie wir ganz meid bei dort anfangen, so viel hat wir gearbeitet. Und vielmal ist das so eine Kleinigkeit, wo wir denken, wenn Wort in der Welt, wo ich das tue. Aber wenn Gott uns dienen abgibt, dann bleib gehorsam und dort, wo du hast zu tun. Dort, wo er sagt, das kostet du tun, das ist die Gelegenheit, was ich dir gebe. Sie einfach gehorsam. So klein oder so groß, als das ist.
Das Prediger, was diese Kirche anleitet hat, ist ein bisschen alles als ich. Er kommt von einer Missionarenfamilie. Und er hat auch sehr viel Video in seiner Familie erlebt. Sein Vater war Missionar, der soll gestorben. Wir kennen die Familie sehr gut. Aber du wirst sehr viel Video in der Familie. Und je weißt von die Schwester, die schmeite alles weg und sagen, mit das Christentum, mein Auland, ich schmied das weg. Aber der jüngste Jung, ein Karl Silas, er sagt, ich nicht. Ich schmied das Christentum nicht weg. So crazy und so locker und so anders, dass Gott mir gemerkt hat, wie ihr nur sehen ist in Hand der Kirche. Und das ist ein Morgen Gottes. Er predigt das Evangelium auf seine Weg, du wo er ist, die junge Menschen. Er ist einfach gehorsam. Und dort hat er al über 10 Jahre, ich glaube 15 Jahre alt. Und ich will von dir die abrufen. Du wo Gott die Ehe gesagt hat, kannst du gehorsam sein. Jakobus 1, Vers 22 sagt, wir sollen nicht bloß, wir sollen dort tun, was das Wort sagt. Nicht bloß hier. Dort regt nicht taub. Wir sollen Sachen tun, wir sollen dort einfach dort gehorsam sein. Jakobus 4, Vers 7 sagt, also in der Stadt jünt Gott. Also in der Stadt jünt Gott. Stadt jünt jeden, den bei sich findet, dann wird er von jünt verschwingen. Einmal lese ich über diesen Vers, bloß Stadt jünt jeden, den bei sich findet, dann wird er von jünt verschwingen. Und wie verjährt es sein, dass der erste Vers, der erste Satz sagt, in der Stadt die Gott. Wenn du als Person wärst, von der die jeden bei sich findet, die Stadt, das wird nicht schaffen. Das kann ich sein, du wirst verlieren. Aber wenn du erst die Gott in der Stadt ist und dann den bei sich findet, war der Stunde ist, dann ja, dann schafft das. Und was bedeutet, dass sich erst Gott in der Stadt? Das bedeutet gehorsam sein, dort, was er dir gesagt hat. Ich sage Herr zu mir, Jesus, und ich tue, was er mir sagt. Ich sage, Herr Jesus, hier sehe ich. Und die Kleinigkeiten, die er mir in Ohren redet, sehe ich gehorsam. Ich hier auf seine Stimme, ich stehe ab und ich gehe. Amen. Ich möchte die Mut merken. Stehe ab und gehe. Sie gehorsam in das kleinste Bett. Und der Herr Jesus wird dein Leben verändern. Sie gehorsam, du wo du bist, von dir. Und du wirst die freie, die Resultate, die du rauskommen. Bleib mutig, bleib in Stunde, bleib in diesem, was du bist. Jef nicht ab. Sie gehorsam, mein Freund. Amen. Jesus, wir loben und preisen dich. Wir sagen dir Dankeschön für jeder, der hier ist. Und wir sind gehorsam. Wir sind gehorsam, was der Herr Jesus uns sagt. Und wir wollen mehr hier. Es ist die Kleinigkeiten und die Großigkeiten, die Herr uns sagt, weil wir einfach gehen. Und wir sagen nur Dankeschön, was du noch alles bringen. Wir danken dir die Wunder, was du in diesem Weg durch uns passieren lässt. Ich danke dir von dir, wenn wir diesen Weg einen Gebetsweg haben, einen Weg, wo wir fasten wollen, einen Weg, wo wir uns die unterstellen wollen, oh Vater, oh Gott. Dann wollen wir einen Weg haben, wo wir im Gehorsam gehen und wo wir uns freuen, was du durch alles kommen kann. Ich bin so dankbar, Jesus Christus, dass wir sehen sind und ich sehe jeder einer, wer hier in dieser Versammlung ist. Ich bete jeder einer, wer von dir in Not ist, musst du ihm abheben, im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus musst du ihm abheben. In dem Namen Jesus sei wir Dankeschön für was du hier alles hast. Amen und Amen. Sie sehen, komm sehen, sie ein Sehen für andere.